Es ist morgen am 5 Uhr. Auf der Tannenbodenalp in den Flumser Bergen werden die Kühe von den ortsansässigen Bauern gemahlen. Ich bereits schon 20 Jahre mit meinen Kühen hier auf der Alp Tannenboden. Und sicher ein Hauptgrund ist, dass man auch eine Entlastung auf dem Heimbetrieb hat. Und natürlich noch wichtiger, dass man ein gutes Alpprodukt, sprich einen guten Alpkäse hier produzieren tut. Damit das auch in Zukunft möglich ist, haben der Marco Gadient und seine Berufskollegen einen Handlungsbedarf gesehen. Schon seit fast 10 Jahren haben sie ein Gemeinschaftsprojekt ins Auge gefasst. Das Ziel war, maximale Wertschöpfung aus allen Alpen herauszuholen. Und auch sind Investitionen angestanden bei den einzelnen Alpen. Das hat uns bewogen, das Gemeinschaftsprojekt anzugehen. Es sind schlussendlich nicht nur Kostenüberlegungen, die die Bauern zur Gründung eines Vereins und zum Bau einer Gemeinschaftskäserei für 9 verschiedene Alpbetriebe veranlasst haben. Wir können hier professionell produzieren, wir können professionell lagern und auch die Vermarktung können wir mit unseren Partnern zeitgemäß aufbauen. Im Weiteren ist das Alte, das Traditionelle, können wir hier zeigen, plus das Neue, Moderne. Wir haben 2 Berufskäser eingestellt und gerade das ist wichtig. Die sind vertraut mit diesen modernen Einrichtungen und dass die Produktionsabläufe entsprechend passen. Auch die Entwicklung von einer eigens kreierten Marke soll der Wiedererkennungswert steigern. Ja, wir werten unser Projekt die Alpkäserei als weiteres touristisches Angebot am Flumser Berg. Es ist dann auch kein Zufall, dass die Käserei direkt am Alprestaurant Sennerstube angegliedert ist. Dabei werden den Besuchern durch ein erweitertes Freizeitangebot neue Möglichkeiten geboten. Durch grosse Sichtfenster kann die Käseproduktion und die Käselagerung live miterlebt werden. Und wer selber Hand anlegen will, kann das in der traditionellen Brauchtumskäserei machen. Auch ein Themenspielplatz darf nicht fehlen. Sehr gut gestartet, gute Gästerückmeldungen, dann eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung und bei den Gästen. Und es ist sicher ein Projekt, das für die Zukunft ist, für Landwirtschaft und Tourismus.